eine Kunst ist ja nicht, wenn man nichts mehr dazu tun kann, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Und das probiere ich so ein bisschen zu halten, in Musik machen. Aber immer wenn ich in Berlin bin, immer wenn ich in Berlin bin, immer wenn ich in Berlin bin, bist ja, geil, ist halt schon, gell? In Berlin 5 Tage und es regnet heute. Aber immer wenn ich in Berlin bin, immer wenn ich in Berlin bin, immer wenn ich in Berlin bin, bist. Shit, ist voll 2018. Wir tun, ich tue gerade Bei dem Song, als ich das erste Mal gehört habe, für mich war klar, die Ziele, immer wenn ich in Berlin bin, pisst, das ist die Ziele vom Album. Der muss unbedingt drauf. Immer wenn ich in Berlin bin, immer wenn ich in Berlin bin, immer wenn ich in Berlin bin, bist. wir sind in Berlin und es regnet nicht. Was auch immer das jetzt für den weiteren Verlauf unserer Karriere wird bedeuten. Das war nämlich noch nie so. Ich war in Berlin für eine Woche allein, wo wir Softdrinks gemischt haben. Und irgendwie unser Mischer war krank, hat gar nicht so viel Zeit gehabt und der Mastering-Termin ist irgendwie auch nicht geklappt. Und am Schluss bin ich mehr oder weniger eine Woche zu Berlin ohne viel zu tun und es hat gepisst. Und irgendwie ist aus dieser Einsamkeit und Traurigkeit, die mich dann irgendwie erfasst hat, ist der Satz da gestanden plötzlich. Immer wenn ich in Berlin bin, bist. Und es ist auch wieder so ein Beispiel dafür, dass der Dabo irgendwie zum Teil Einfälle hat und dann irgendwie seine Stärke drin ist, um das Hora malerisch irgendwie auch zu vermitteln, das Bild. Hat er aus dieser einfachen Idee eigentlich dann irgendwie geschafft, um einen Song zu machen, wo die Aussage natürlich noch viel mehr ist, als nur das, dass er irgendwie immer Pech hat mit dem Wetter. So, Es geht ja im übertragenen Sinn die Skiwelt, die wir irgendwie darstellen, meistens auf Social Media, wo eben Regen in Berlin eigentlich keinen Platz hätte. Geil dazu. Eure Hände sind voller Gold, eure Lippen sind voll von Wäldern, von so einer schönsten Stadt, jedes Mal. Nachher irgendwann in Zürich, in einer ähnlichen Gefühlslage, habe ich das schnell umgesetzt. Und das ist wirklich so ein Flutscher, wie wir sagen. Einmal herhocken, schreiben, fertig. Mehr oder weniger. Und dann war wieder halt so die Frage, ja, wie setzt man das Ganze um, musikalisch. Also, und in der Demo vom Dabo war es mal sehr radikal am Schluss Techno quasi. Der Beat ist schon scheisse. Fette Techno! Kaffee! Fette Techno! Aber geiler Techno! Weil Berlin jetzt in dem Kosmos assoziiert man ja dann schon eher so ein bisschen mit Rave und Techno, so Party, obwohl es ja genau so ein Hip-Hop-Berlin gibt. Aber es ist wie so aus dieser Denkart, landest du eher so im Techno-Club. Dann war so eine grosse Frage, wie bringt man die Melancholie und das Berlin-Gefühl irgendwie zusammen? Nur noch Zerstörung und Verzweiflung. Das ist geil. Zerstörung und eben gleichzeitig Rave. Alle am Arsch, aber alle am Raven! Ja, schon alle kein Geld, aber das Geld, das sie nicht haben, geben sie wenigstens für Drogen aus. Das ist wirklich von einem Piano-Song so balladesk eigentlich, sehr emotional, ruhig, intim. Jetzt pflückt er
und erntet fremde Saat. Wird es dann plötzlich so, ja, zu einem Clubsong. Berlin, Bim, Bim! Sicher gibt's immer Songs, die einem liegen oder die man besser fühlt. Ich habe schon so die klassischen Piano-Songs, wie jetzt Berlin zum Beispiel, die halt wirklich so gespielt sind, wie ich es spielen würde, weil ich es auch gespielt habe. Ja, dort fühle ich mich sehr daheim. Wenn es wirklich so ein natürliches Piano ist, fühle ich mich sehr wohl. Also mir wird eigentlich eben ein schöner Flügel langt mir eigentlich, zum glücklich zu sein. Der Yves ist der Ruhepol schlechthin. Er ist wirklich die Ruhe in Person. Er wohnt recht abgeschieden mit seiner Family. Es gibt 2 Tage pro Woche noch Schule und sonst übt er und ist ein bisschen im Garten und züchtet Salat und so. Also er hat echt, glaube ich, recht gut Ruhe, abgesehen von seinen Kindern, die um die Eier schleifen. Der Typ, der halt auch sagt, ja, jetzt spiel's nochmal oder probier. Also er hat echt, glaube ich, recht gut Ruhe, abgesehen von seinen Kindern, die um die Eier schleifen. Aber sonst... Wenn er in einer Gruppe ist, wo geredet wird, dann ist er nicht der jetzt auch noch etwas erzählen muss, sondern ist dann einfach gerne ruhig so, aber er hat sicher auch eine klare Meinung. Yves ist wirklich sehr still und ich habe bei ihm lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass er es geil findet bei uns. Und für mich ist das wirklich eine Voraussetzung. Wir machen das nicht, um viel Geld zu verdienen. Also wir machen das, weil wir es geil finden. Und wenn du es nicht geil findest, musst du nicht dabei sein. So einfach ist es. Und ich habe Zeit gebraucht, bis ich das gespürt habe bei ihm. Und ich merke aber, dass ihm das mega viel bedeutet. Lebt aber morgen bist wieder weg. Yves ist ein Mensch, den ich nicht rauskomme bis jetzt, glaube ich, immer noch nicht wirklich. Und ich kann ihn mega gerne. Die musikalische Rolle von Yves ist, da der Dabo selber auch ein sehr guter Pianist ist wie klar, Dabo gibt vor, Yves spielt nach. So. Oder bringt einfach noch auf ein anderes Level auf. So. Natürlich fände ich es schön, er würde mehr spürbar Anteil nehmen an dem, was passiert. Er würde sich in der Produktion öfter einschalten und uns Spuren schicken, wie der Sam das macht. Sagen, hey, ich habe ein paar Vorschläge, ich habe ein paar Orgeln gespielt für das. Das macht er nicht. Oder vielleicht habe ich dort ja, auch ein bisschen weniger Berührungspunkte, weil ich schon nicht jede Woche in Zürich bin und ja, die Produktion der Songs jetzt schon nicht immer so tief drin bin. Und das Geile ist dafür, wenn man nachher ins Studio geht, wie zum Beispiel bei der Softdrinks-Produktion, ist er einfach der alles nagelt, weil er alles geübt hat. Also er ist ein Minimalist, das merkt man. Er macht nur das, was nötig ist, aber er weiß genau, wie viel es braucht. Und ich tue das wirklich schaffen, an dem, ja, minimalistisch zu bleiben. Also es ist sonst in meinem Leben schon ein Grundsatz, zum effizient und minimalistisch zu sein. Wir haben uns wieder gesehen und wieder gesehen und weiterhin und immer. Ich verstehe es, glaube ich, nicht, weil ich nicht rauskomme, was er will erreichen, aber irgendwelche Ziele hat mit dem Ganzen. Oder weil er ist nicht einfach nur jemand, der einfach nur mitmacht. Glaub's. Er hat auch seine eigenen Vorstellungen und sein Gärtchen beachtet er voll gut und grossartig eigentlich. Aber er ist wie nicht jemand, der außerhalb des Gärtchen schauen, ob es noch etwas anderes hat, das auch noch geil sein könnte, wo man sich noch Nutzen machen könnte. Oder er wirkt einmal so auf mich. Und wir haben den Yves von der Flasche extra, passend zum Thema. Gib Beat, Yves! Hallo? Yves, gib einen Beat! Der Yves ist mega zurückhaltend, mega ruhig, ist eigentlich immer zufrieden. Und dann, wenn eigentlich alle miteinander nur noch dummes Zeug geredet haben, dann eigentlich ausgeschossen sind, kommt dann noch der Yves hinführen und schießt dann aus dem Ecken irgendetwas rein und dann ist es so, ja okay, wow. Das ist ein mega heimlich weißer Typ, das ist unglaublich. Das sind alles zuerst Freunde von mir und erst nachher haben wir miteinander Musik gemacht. Das ist für mich auch unglaublich wichtig. Und der Yves ist ein sehr, sehr enger Freund von mir. Yves und Sam, das besteht auch außerhalb der Band. So. Und darum ist, wenn du mich fragst, was für eine Rolle hat der Yves in der Band, für mich, er ist mein Freund, er macht mit mir Musik zusammen.
Live-Zog am Piano. Immer wenn ich in Berlin bin, immer wenn ich in Berlin bin, bist's. Berlin. Gib mir noch. Die Stirbung ist nah. Einen machen wir noch. Die Stirbung ist nah. Machen wir nochmal einen so einen und nachher machen wir noch einen mit noch mal ein bisschen weniger zum Abgewöhnen.